Die Safari-Zone, ein Ort für Groß und Klein, ein Ort voller Spaß und Fun. Ja, in dem Sinne, willkommen zurück zu Omega Rubin und raus hier. Denn Safari-Zone hin und her ist alles schön, aber wir brauchen dummerweise, um alles zu erkunden, beide Räder gleichzeitig, was erst nach der Liga geht und deswegen geht es erstmal hier weiter. Oh, Doppelkampf, schön. Mit lauter geschwächten Pokémon. Wenn mal was der Blackie war. Ein Kampf von 5 Pokémon gerade im Kampf, das kann lustig werden. Wenn wir zu zweit sind, brauchen wir uns vor nichts zu fürchten. Im Gegenteil, wir lehren dich das Fürchten. Wenn wir zu zweit sind, brauchen wir uns vor gar nichts zu fürchten. Im Gegenteil, wir lehren dich das Fürchten. Ja. Oh Mann, was ist denn das? Sind das keine Zwillinge? Okay, Senior und Junior, die Eva und die Ute. Die zwei nochmal. Oh, scheiße, geil. Wieso ausgerechnet ein Letarking? Na, versuch's mal, verteilst sie aus. Ich muss hier ganz dringend erstmal Letarking ausschalten. Wir treffen beide gleichzeitig, trotzdem. Ja, das war klar. Gardevoir. Hypnose ist eigentlich ein egaler Attack, das Leben nur trifft nur zu 60% und sowas kann man nicht gebrauchen. Ein Konfusstand zu 100%, das ist cool, nur leider verwirrt, also der verwirrte Zustand ist ja nicht immer ein Nachteil, oder? Das ist natürlich auch immer so etwas. Könnte natürlich ein Item tragen, die Genauigkeit zu erhöhen, wa? Aber ich will es eigentlich später auch in der Megaform spielen und deswegen... Ja, tschüss. Das war ja klar. Penn erstmal! Ne Mann, ich booste mich! Yeah! Vielleicht bin ich bereits schneller als Letarking. Gut, das vermutlich schon, aber sicher nicht schneller als Atomic. Also wenn das der Fall wäre, dann aber Prost Mahlzeit. Ups. Er legt sich pennen und Blackie kriegt noch ein paar Punkte. 82 auf Angriff, 61 Initiative. Das Viech ist so krass. Hier nochmal ein Stape. Hier, also sprich Stabattacke. Blut kommt weg. Dafür haben wir jetzt die Drachenklaue. Woi. Kannst du noch eine EP, war so ein Letarking? Das wäre kein gutes Vorbild für dich gewesen. Es tut mir leid, ich war keine große Hilfe. Ja, ihr beide nicht. Haben wir nichts irgendwie heilen oder so? Okay, ist noch ein Geheimbasisbaum. Moment mal, doch, hier war was, und zwar hier unten. Hier war eine Tante, die uns heilen konnte. Ich erinnere mich wieder. Aber erst muss der Busch weg. Ja, ciao, George. Der Spruch wird auch nie alt, aber dafür immer länger. Ein Zink, gut wie Knochen. Oder war es das Blut? Ich weiß es doch nicht mehr. Vermutlich sogar für die Arterie. Die hier war es, genau. Bleib den Punkt hier wieder auf. Wupp. Dankeschön. Der Topfit. Danke, das muss ich einen Dingenplan machen. Und selbst ab Pyroberg. Okay. Gut, Freunde, gehen wir doch nicht zuerst nach Sigersloop City, weil ich erinnere mich wieder. Es dauert eine Weile, bis wir dort sind. Ja, gehen noch ein paar Trainer und so und das werden wir sonst lange. Ja, ist ein Kekleon oder was? Ja. Es war wieder eins. Lalala, die Welt der Pokémon. So, Kai auch mal nach vorne. Unser cooles Logok. Dem zwar irgendwie noch ein cooler Donnerschlag fehlt, aber naja. Die vielleicht noch Steinkant wäre noch cool, gegen Flugviecher zum Beispiel. Turmkick. Himmelhieb, war. Himmelhieb ist zwar ein bisschen schwächer, trifft dafür häufiger. Bei dem ist natürlich so, was man daneben geht, zum Beispiel auch bei Schutzschild, der Gegner Schutzschild macht, du ja gar nicht wissen kannst. Dann geht sie auch daneben und dann machst du dir auch Schaden. Also Turmkick ist echt fies.
Zwar nicht nur ein bisschen, wie zum Beispiel so bei Flammenblitz und so. Nee, da macht ein bisschen mehr Damage. Eine Wasserroute. Ich brauche noch einen Stern, du. Für Alpha Sophie, aber ey, Sterndu sind hier echt krass. Krass, nicht schwach, sondern selten. Du kannst irgendwie, glaube ich, Fangquote von 5% fangen, das ist echt mies. Echt so fies und richtig mies. So, hier wird es weiter runtergehen und zwar zum Bärenfeld unter anderem. Genau, machen wir aber erst später. Der Pyroberg, lalala. Das ist, glaube ich, 2 Sachen von Pokémon, war. Moment mal, Pyro, okay, da wäre eigentlich Kokiri wieder mal dran, wegen Undicht gegen Geister halt. Er hat schon vor, das ist ein Undicht-Pokémon. Wo ist nicht, den ich suche? Ja, mitunter auch ein sehr trauriger Ort, Leute, also könnt ihr schon mal auf sehr traurige Geschichten gefasst machen. Ganz schön unverschämt, mich einfach so nachzuahmen. Du bist doch der Pokémaniac. Der Mark! Servus Mark! Oh, ein Stuhlrack. Gesteinstahl, das ruft doch. Oh, verdammt. Nach einem Turmkick wollte ich das gerade sagen. Falsche Pokémon. Egal, klappt doch so. Stuhlrack. Und Level 47. Könnte noch geiler sein? Natürlich mit Logok und Blackie und seiner Entwicklung natürlich auch noch. Bitte für uns eine Entschuldigung. Naja, tschüss. Freunde, heißen uns neues Teammitglied willkommen. Und zwar, Blackie entwickelt sich nun weiter. Draschel. Dein Black wird zu einem Draschel. Yeah, Mann, jetzt haut das Viech so richtig schön rein. Schutzschild, jo, wieso nicht? Können wir für den Anfang gut gebrauchen und wenn wir mal ein Doppelteam, einen Doppelkampf machen, mit Erdbeben, Servers, sonst was irgendwie in der Art, kann das sicher noch cool sein. Ja doch, wieso nicht? So, vor allem die sollen trainiert werden. Die Werte unserer Pokémon. Das ist so krass, ey. Alter, 99 Angriff bei bloß Level 30. Und das 19 Level höher plus fertig entwickelt und hat nur etwa 40 mehr Power. Das ist so der Hammer, Freunde. Ja, der gute Typ hier, der wird es noch richtig Spaß machen. So ein bisschen anders anordnen hier und das mal so. Das kann auch bleiben, das auch, das ebenso, ja, wieso nicht? Ja, und der sowieso. Also dann weiter hier im Turm der Tragödie. Hier ruht mein Zickzacks. Ich habe es wirklich sehr geliebt. Ich frage mich eben noch, wie können Pokémon eigentlich im Spielen sterben? Ich meine, sie gehen immer nur K.O. bei uns. Was muss geschehen, dass ein Pokémon stirbt? Bist du hier, um den verstorbenen Pokémon dann Respekt zu zollen? Du hast wirklich ein Herz für Pokémon. Ja, für virtuelle vor allem. Oh Mann, es ist so traurig. Die wundersame Atmosphäre der Berge haben meine psychischen Kräfte gestärkt. Da finde ich es sowieso krass, ey. Die ganzen Leute, also zumindest mal die Hälfte trauert und die andere Hälfte, die finden es irgendwie cool hier, weil es ihre Kräfte stärkt und so und wollen jetzt mal mit meditieren. Sagen mir einfach so, hallo, geht's eigentlich noch? Die trauern hier an, was wollt ihr? Bloß meditieren? Euren Spaß haben? Turmkick! Stern, naja, Stern, echt selten die Viecher zu fangen hier. Ich glaube, Logik ist hier echt ein bisschen die falsche Wahl.
Aber unser Blackie kann richtig schön was reißen. Kroink, kroink. Drachentanz. Droschel. Also irgendwie erinnert mich die Form von Draschel, also sprich, es sieht ja fast so aus, eine Mischung aus Ei und Volleyball. Erinnert mich ja ein bisschen an Dragon Ball Z, die Bu-Sage, wo halt Gotenks Bu in einen Volleyball gesperrt hat, das sprich halt Energiering aus Volleyball. Nee, Volleyball, der Energieringe, die aussahen wie ein Volleyball, so mit dem Schuh draus. Draschel, finde ich jetzt nicht nett, dass du verwirrt bist. Black natürlich. Mann, Blackie! Jetzt bitte endlich mal zuschlagen. Dankeschön. Ja, macht schon guten Damage. Und krieg alle Erfahrungspunkte. Wundersame Kräfteberge, warum hast du mich im Stich gelassen? Und ein Penner bist du. Hier ist nichts mehr, okay. Du bist, immer wenn ich an mein verstorbenes Pokémon denke, wünsche ich mir, ich könnte ewig leben. Aber wenn ich nur ewig leben könnte und meine Liebsten nicht, wäre das ein noch viel grausames Schicksal als der Tod. Oh Mann, ey. Wie einfach hier alle voll Depri sind. Wenn Menschen und Pokémon sterben, werden sie in Gräbern beigesetzt. Für uns klingt das völlig selbstverständlich, aber angeblich gibt es in dieser Welt auch Regionen, wo das aus verschiedenen Gründen anders ist. Ich überlege gerade. Kanto ist ja auch so. Johto glaube ich gar kein eigener, wobei Kanto Johto sowieso eine kleine Region ist, wenn man so sagen möchte. War es in Sinnoh anders? Also sprich in der 4. Generation. Weiß ich gar nicht mehr. Ein Schutzband! Helfen sie ja, Pokémon fernzuhalten, ja. Wobei ein wirksamer Satz für einen Top-Schutz ist es trotzdem nicht. Es hat nur die Wahrscheinlichkeit ist dann geringer. Nur geringer, ja leider, die Hexe. So wäre es. Ist Logok-Time. Mit Feuerfeger. Der kommt nicht wieder, Ah, jemand bald schon alle Level 50 erreicht, ey. Krass, krass, krass. Übrigens, wenn wir schon beim Thema krass sind, habe ich jetzt echt noch nichts Wirksames. Keine wirksame Attacke als Ersatz für Schnabel. Was noch Besseres geben hier? Nitro-Ladung? Nee, 3 Feuerattacken macht doch kein Mensch. Schwerttanz als Boost, das wäre zwar vielleicht noch cool, aber übrigens eigentlich nur, wenn ich mehrere Gegner hätte als Pokémon, war. Kann man so machen, sich klüger als Schnabel, weil Schnabel, der ist ja eigentlich selber so schwach. Wie wenn man sonst echt nichts. Okay, bringen wir Schwerttanz bei. Ich bin zwar jetzt nicht so ein großer Fan von Schwerttanz bei Logok, aber wieso nicht? Wirkt zwar nur beim physischen Angriff, trotzdem natürlich eine coole Alternative. So. Nehmen wir das und weiter geht's. Ja genau, geht gar nicht. Der EP-Tyler, die Trauer aber auch. Ach, weißt du, in meinem Alter geht es einem das Leben nicht mehr dazu, sondern nimmt er nur noch an Erinnerungen verbleiben wie die Falten in meinem Gesicht. Traurig aber wahr. Früher war die Gegend hier recht wüst und die Erdboden völlig zerfuhren und durchlöchert. Es kam es ab und zu schon mal vor, dass man durch eine dieser Löcher in den Untergrund geplumpst ist. Eine Anspielung natürlich auf die Originalspiele, ich glaube, es war damals wirklich so. Weil ich mein Pokémon sehr geliebt habe, wollte ich mich nicht lumpen lassen, habe alles zusammengekratzt, was ich hatte, um in ein ansprechendes Grabmal beschaffen zu können. Wenn es um die Liebsten geht, ist das Beste gerade gut genug. Der hatte nicht ganz unrecht. Ja. Normal Fee-Typ, ein Pummeluff. Also mich, ich kann eigentlich den
Turmkick vergessen. Das macht noch normalen Damage, deswegen gleich mal Feuerfeger. Ist das Critical Hit? Nö. Und Blackie wird immer stärker. Ja, 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 ja. So, dann haben wir ein paar gibt's hier noch. Die Grabsteine aufstellen, zu uns erinnern vielleicht? Blöde Frage. Gedanken bei ihm zu können. Die bloße Vorstellung, dass mein Schatz hier in Vergessenheit geraten könnte, treibt mir förmlich die Tränen in die Augen. Ja, mir gerade auch. Aber vielleicht sind es auch die Zwiebeln. Wenn ich an meine liebes Ineko denke, kommen mir gleich die Tränen. Oh, Mensch, so Depri, ey. Wir sind hier alle so Depri. Du. Servus. Meister, seht ihr, wie ich mitgemacht habe? Hä? Seit wann bin ich sein Meister? Der Hiroshi! Kommt sich von Hiroshima. Kampf gegen Kampf, der Kampf beginnt. Ja, mal ein bisschen speziell. So muss das sein und nicht anders. Meister, verzeiht mir. Naja, tut er schon. Ich kenne ihn ja, ist ein toller Typi. So, hatten die jetzt auch. Jetzt müssen wir mal gucken. Die haben wir hier soweit auch. Fehlt nur noch das Pärchen hier, wa? Wir machen hier eine Mutprobe. Hey, wenn ich meiner Freundin zeige, wie cool ich bin, wenn ein Gefühl von mir bestimmt noch stärker. Das ist eine Mutprobe hier, keine Angst. Ja, ein cooler Ort für ein Date. Respekt, Alter. Junges Glück, Ina und Live. Wenn du so weitermachst mit den Date-Orten, ist das wirklich ein junges Glück und wir kein altes Glück mehr. Lugog und Blackie in Action. Also muss der weg, das ist ein bisschen zu heikel, der Gute, und du kannst mal ein bisschen boosten. Mogel! Oh verdammt, nein! Paralysiert! Voltenso. Der Tommy wird stärker und stärker, gibt's einfach nicht. Hey. Okay, es ist nur ein Pokémon, kann aber direkt. Perfekter Zeitpunkt, um mich ein bisschen zu healen. So, und Black, ich schütze dich mal. Der geile Schutzschild! Autsch. Autsch. Ey! Geht's langsam noch? Typisch Frauen immer gleich zuschlagen. Also was? It's Showtime, it's Showtime. Mal ein bisschen Mega-Power hier, war. Ja, ein bisschen Healen kann auch nicht schaden. Ah, komm schon. So. Zu große Finger, ja, viel zu große Finger für den kleinen DS. Aber schon kommt der New 3DS. Und es ist Time for Mega Power! Nur doof, dass er da halt nicht aufnehmen kann. Vermutlich wird es auch nie gehen. Aber es hat andere Gründe. Und die erkläre ich dann, wenn ich das Unboxing-Video raushaue. Scheiße. Ja. Würde ich auch sagen in einer Situation. Und Blackie wird stärker. Top 4 schon. Also wie gesagt, ich glaube, Black hat echt 5 DVs, also sprich 5 Werte auf 31 an DVs. Außer einer, also Spezialangriff ist garantiert irgendwie auf 0 bis 3, aber es könnte sein, dass noch einer ein bisschen tiefer ist. Oh, Leute, Alter, ist der groß, wird in diesem Part nichts mehr. Mit Team Magma meine ich jetzt. Seerauch, hier Raucher davon, Wenn Reisende wie mich sind Pokémon richtige Weggefährten. Das ist ja schön, das höre ich doch gerne vom Basti. Kekleon.
It's Lookout Time! Und Feuerfeger! Oh, war ja klar. Oh oh. Ha, Kampf, bringt nix. So, jetzt aber richtig rein. Alter! Mann! Triff doch mal, du Scheißvieh! Geht doch. Beleidigen und dann klappt's. Muss man nicht merken. Und Level 50 bereits. Ey, das ist so krass. Sturzflug! Okay, sorry, aber Schwerttanz muss weg, weil Sturzflug ist eine geile Attacke. Hat's wohl gebracht, wa? Macht sich nur physisch. Nee, Hitzefall braucht er schon teilweise. Gibt echt Pokémon, wo ich zwar mit dem Feuertyp zum Vorteil bin, aber halt wegen Spezialangriff halt physisch und spezieller Defense nicht wirklich. Und deswegen ist Hitzekoller momentan schon noch cool. Also, Schwerttanz weg, also so nicht, wegen Mega-Entwicklung und so. Und Sturzflug rein, macht zwar mir selber auch Damage. Naja, shit happens. Der Basti, der ist cool, der hat's drauf. So, ich gehe jetzt glaube ich ganz kurz raus, wegen ein Item und so etwas. Oh ne, Moment. Stimmt ja. Nein, wir gehen jetzt zu Team Magma. Dort oben sind die ja. Die haben doch irgendwie was anderes. Ja, der Turm ist doch größer, als ich dachte. Sorry, Leute. Komplett vertan mit der Zeit. Der ist ja krass, Mann. Seltsamer Weise rufen dieser Art selbst jene Erinnerungen ins Gedächtnis zurück, die mir seit langem verschwunden sind. Das ist sonderbar. Mögen sie alle in Frieden ruhen. Seit Jahr und Tag ist dies mein innigster Wunsch für all jene Geschöpfe, die ihren Lebenskreis geschlossen hat. Ah, wie schön formuliert. Oh, ich roll jetzt auch gleich. Ne, ist echt deprimierend, echt traurig. Gehört leider zum Leben dazu, ist so, muss man leider so sagen. Trotzdem natürlich so eine Situation wünscht man sich keinem. Das ist so. Dass du Schwestern geworden sind, wir danken mit dem Fluch eines Geister-Pokémon. Niemand ist stärker als wir. Das von Feen-Pokémon weint. Oh Gott, Geister und Feen, Hilfe! Schräge Schwestern! Okay, da gibt es die Gruppierung jetzt auch schon. Girafarik! Logog und Blackie. Ich glaube, der braucht gar kein Schutzschild, wa? Mach mal den, plus Feuerfeger, plus mache da. Ist eigentlich reichen, normaler Knirscher. Mega Power! Ich liebe das so. Und der Feuerfeger! Und tschüss, du Stahlfee-Typi. Okay, bleibt noch der normale Geist-Typ übrig, war? War glaube ich so, normal Geist. Schnell ist er auch noch. Schnell genug. Tschüss. Scheiße. Ach ja, und noch ein Level Up für Black Level 33. Zack, zack, zack. Nice. Die schrägen Schwestern sind besiegt, lalala. Es kommt direkt noch eine, wa? Das könnte sogar etwas für Blackie im Alleingang werden. Ist schon fast beängstigend, wie gern ich mich grusle. Wenn ich hier bin, zittere förmlich vor Angst. Ja, man merkt's. Die Hexe Pandora. Pandoras Tower? Oh nein, müssen wir auch mal Let's Playen, wa? Beziehungsweise nachholen, haben wir damals abgebrochen. Auszeichnen, weil kurz nach Dank Xenoblade Chronicles losging das Let's Play und ja. Wissen wir bis heute noch, das hat mich lange Zeit gebraucht, das Spiel. War zwar cool am Schluss, aber ich habe es halt ein bisschen unterschätzt und länger her. Aber egal, jetzt kommt ein Xatu noch, okay, normaler Flug. Quatsch, natürlich, Psychoflug, Entschuldigung. Xatu. Ja, Alter. Schutzschild. Ich dachte, wir machen eigentlich was anderes.
Oh, ist ja klar. Mann, ich dachte halt, weil zwei miteinander, also beziehungsweise halt dreimal hintereinander setzen die gleiche Attacke nie ein. Zweimal schon, dreimal nicht und deswegen wollte ich es halt so machen. Oh, das ist doch kacke. Mein cooler Blackie, es tut mir leid. Verbrenne in der Hölle! Xatu. Ja, selber schuld. Und die Hexe hat ausgehext. Sehr schön. Freunde, sagen wir nochmal Dank fürs Zusehen. Nächsten Part geht es hier weiter. Hier im Pyroberg, was eigentlich der Friedhof persönlich ist. Ja. Natürlich mit der letzten Etage, ich glaube es war nur noch eine. Und dann halt außer des Berges, sprich an der Spitze, im Kampf gegen Team Magma, weil einen Kampf wird es garantiert geben. Wir kennen es ja. Wir kennen es ja. In diesem Sinne, bis dahin und ups. Und ups. So. Genau, jetzt so, bis zum nächsten Mal. Tschüss.